So, jawohl, zurück bin ich im bayerischen Kartenhaushalt. Und ich tue wieder nachsynchronisieren. So, die Carla tut schreiben. Was tut er denn jetzt? Die kranken Kinder, ja, die sind nur zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar. Weil Maike die kranken Kinder unterhalten muss. Schönheitsoperation. Was? Sowas gibt's auch? Das ist aber teuer, oder? Wie wird denn sowas ausschauen, wenn wir sowas machen? Was wird dann passieren? Das ist eine gute Frage. Da draußen ist ein Pfützen, oder wie? Beim Mülleimer? Sehe ich das richtig? Und zuletzt war der Garten noch so schön grün. Was hat die? Den 5. Fähigkeitspunkt erreicht. Beim Schreiben. Sehr gut. Also wie gesagt, zuletzt habe ich noch gesagt, der Garten ist so schön grün. Jetzt allerdings ist wieder was am Verwecken. Scheiße. Und der schickt keinen aussehen. Der Jupiter schickt keinen aussehen. Dafür schickt er die Carla zum Essen und zum Schlafen. Und aufs Klo natürlich. Und da hinten liegt wieder die Überreste rum, gell, vom Plasmasaft. Weil der Karl alles liegen lässt. Was machen die Katzen? Schau hin, wie sie reinhaut. Und jetzt müsste der Maike normal gleich aufstehen. In einer halben Stunde. Was jetzt? Möchtest du das ausschimpfen? Nein. Die hat doch nicht so. Die Gretel war doch brav. Und man hört schon, ja Mann, das wird wahrscheinlich Maike sein. Klick mal auf. Ja, ist miserabel drauf. Hey, schau dir mal, wie der durchtrainiert ist. Am Anfang hat er einen riesen Ranzen gehabt. Und jetzt ist er durchtrainiert. Hammer. Was ist das da hinten? Unsere Paprika oder wie? Schon, gell? Am Verwecken. Und unsere Wassermelonenmanni. Mit dem Karl ausschicken wird es im Moment nichts, weil der schläft und als Vampir tagsüber besser drin sein sollte. Sonst kriegt er einen Sonnenbrand. Der Kratzbaum von den Katzen geht ja eigentlich mal kaputt, weil die fetzen ja immer wieder mal da drum aneinander. Ja gut, das werden wir schon sehen. Wenn er mal in Trümmern da liegt. Gut, Maike da duschen. Und er muss noch 4 Tage arbeiten. Er hat gute Laune, gell? Wenn er gute Laune hat, steigt die Möglichkeit, dass er aufsteigt. Okay, nichts los, gell? Die Katzen schreien wie immer. Und sind fleißig beim Scheißen. Was tut denn jetzt? Was gibt's? Im Supermarkt gibt's 40%. Außer auf Tierprodukte. Und jetzt tut er was tun. Jetzt geht er ins Krankenhaus.
Und zwar tut er die kranken Kinder unterhalten. Das ist doch so eine kleine Aufgabe, was er machen soll. Und dafür kriegt er Starpunkte. Ich weiß gar nicht, sagt uns die irgendwo wo an, die Starpunkte, wie viel wir haben? Wir wissen, wir haben 3 Sterne. 3 von 5 meine ich, oder? 5 ist, glaube ich, das Maximum. Vielleicht erreichen wir irgendwann den 4. Stern. Wer ist denn das? Ach, die Zeitungsbotin. Wahrscheinlich ist es wieder die Joy Dörfler. Gut, er hängt im Krankenhaus. Und die anderen 2 schlafen. Und er hat relativ gute Laune, der Karl. Ist sehr selten. Ja, Willi hat es mal wieder zerlegt. Wieder von der Couch gefallen. Aber das ist ja nichts Neues, gell? Schi, was hat denn die Katze drauf? Alter. Der Special Move. Jetzt sitzt sie in der Badwanne drin. Was tun die da drin? Zum Flohbad wollten sie nicht. Wahrscheinlich wird es gleich Wasser abbeißen. Und man muss sagen, in unserer Küche hat es schon lange mal gebrannt, gell? Da hat es das öfter mal brennt, irgendwie, war nicht. Bei der Geburtstagsfeier ist der Kuchen brennt. So ziemlich am Anfang ist immer alles unter Wasser gestanden. Oh, schon wie aufsteht. Der legt sich mit dem Morgenmantel hin. Der zieht sich gar nicht um. Und mit die Hausschuhe drin. Praktisch. So, da hört man schon wieder, er düst durch die Gegend. Und das erste, was er tut, ist Musik ausschalten. Und tanzen, Spender. Das um 11 Uhr in der Früh. Und jetzt darf er wahrscheinlich wieder telefonieren. Ja, der schwingt da ganz schön sein Tanzbein, gell? Jetzt möchte er wahrscheinlich wieder die Quiane. Spricht mir das aus? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall seine Alte, die Tätowiererin, die er kennengelernt hat, die ruft jetzt an und möchte einladen. Und die hat schon wieder keine Zeit. Warum nicht? Gut, aus Frust, Zeitung wegräumen. So, was sucht er? Was sucht Jupiter? Ja, geht. Möchte er wieder umstylen? Jetzt klicken wir mal. Genau, da ist ja das Styling-Studio. Oh, schau dir die da hinten noch. Und Mikey hat 500 Starpunkte gekriegt. Geil. Die Quiane, die haben wir da herin kennengelernt. Aber die ist nicht daheim. Was sind das für zwei? Marian Mittelburg und Harlan Mittelburg. Die sind aber neu, oder? Kenn ich noch gar nicht. Der Lions Banner. Schau hier, wie er daherkommt. Der Lang. Alter. Die Rosie Wohlauf. Stylistin. Wie wird denn das ausschauen, wenn wir uns da einfach so umstylen lassen? Also von der. Das können wir ja auch machen. Das sollte man vielleicht einmal bei Gelegenheit ausprobieren. Gut, schauen wir wieder heim. Der Mike, achso, der ist wieder daheim, gell? Und da draußen sehe ich, zerfetzt gerade eine Zeitung. Schau ich. Der hat da Kleinholz draus gemacht.
Und in einer Stunde fährt die Fahrgemeinschaft für Mikey. Der muss dann wieder als fanatischer Fan ohne. So. Ja, das schafft der Karl immer wieder, gell? Irgendwas kaputt zu machen. Aber er ist handwerklich begabt. Also ohne. Solange er keinen kurzen schließt, geht er das noch. Aber bei dem kann man nicht wissen. Der ist ja schon öfters mal irgendwie in Flammen gestanden oder in die Luft gegangen. Sag das. Erfolgreich. Ohne dass irgendwas in die Luft geflogen ist. Geil. Seltener Fall. So macht er alles kaputt. Wissen wir ja. Er schluckt da gerne auf die Waschmaschine ein. Das leitet das Telefon. Das beste Essen der Stadt ist im Restaurant Bistro zum kleinen Korsen. Ja, das nehmen wir natürlich genau. Denn der Mikey frisst gern. Aber er ist ja sehr sportlich. Und zum Katzenfuttern kommt er nicht mehr. Das heißt, er muss sofort in die Arbeit. Die Fahrgemeinschaft wartet. Und nicht einfach mal den ganzen Scheißdreck aufräumen. Da schaut nämlich schon ganz schön aus. Wenn wir genügend Kohle hätten, dann würde ein Ding einstellen. Ein Hausmädchen, aber die Kohle haben wir nicht. Weil die kostet auch bloß. Also, war nicht. Ein paar Simoleons jeden Tag. Was macht er jetzt? Wieder zum Stylisten? Was sucht er da? Wahrscheinlich sucht er die Tätowiererin. Oh, wer rennt da rum? Schau hier. Die Babetta Huber. Ja, das ist ein Qualser Ex. Und die ist seit neuestem da hergezogen. Aber wir sind ja bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Schau hier, wie die da herkommt. Die hat sich nämlich einen reichen Schnösel gesucht. Und hat einen Karl dafür sitzen lassen mit den Kindern. Your Jesse Madu, Baglugal, Zimzapidu, Shabbat. Chunashtem, Jivigan, Norku, Laki, Ushkaraki. Schau hier, wie die da herkommt. Alter. Abinaki. Hensi Chivlu no. So, wo sucht er wieder? So, was gibt's da hinten? Der Friedhof. Jetzt schickt er einen Call auf den Friedhof. Jawohl, da passt er hier. Als Vampir kann er öfters mal da hinten tätig sein. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis es aufgebaut ist. Warum auch immer. Und der Karl schnappt sich einfach das Auto. Eigentlich ist ja das Auto an Mikey sein Ding. Aber gut. Der ist ja mit der Fahrgemeinschaft in Dorburg gefahren. Ich glaube, auf dem Friedhof war man immer noch nicht. Wie das? So, was können wir da entdecken? Ein gruseliger Ort. Als Vampir sollte er sich da nicht gruseln. Was war das jetzt? Jetzt schwimmt der da drin umeinander.
Ich glaube nicht, dass es zum Schwimmen gedacht ist, oder? Dafür der wird jetzt Geister bändigen. Vielleicht ist es eher sein Ding. Also wenn jemand einen Friedhof besucht, am besten nicht gleich in den nächstbesten Teich springen. Kommt glaube ich nicht so gut an. Was hat er denn jetzt? Jetzt hat er ein Ding, einen Grabstock gestohlen. Alter. Ein Grabräuber. Gibt's denn sowas? Und da ist ja relativ was los, gell, am Friedhof. Wenn ich mir das so schaue. In der Banzai-Lounge war nicht so viel los. Aber wie es am Friedhof mit dem Karl weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann und Servus.